Wenn ich spazieren gehe und die Landschaft, an der ich vorbeilaufe, so ansehe, dann sehe ich Felder. Auf den einen wird gepflügt und ausgesät, auf anderen gedüngert und auf wieder anderen geerntet. Und das alles mit einem Ziel, eine möglichst große Ernte heimbringen. Und dann denke ich nach, wie spannend es ist, dass die Bibel uns mit einem Feld vergleicht und was alles noch so darin verborgen ist. Wir sind das Feld, das besät wird, das Feld, das gepflegt wird, das Feld, das begossen wird und das Feld, auf dem hoffentlich viel wachsen wird. Wir sind das Feld, das auch mal umgeackert werden muss, wo auch mal Veränderung stattfinden muss. Wir sind das Feld, das Dünger braucht, der Heilige Geist, unser Lebenshauch. Wir sind das Feld, auf dem geerntet wird. Und es bleibt spannend, bis eines Tages der Ertrag sichtbar wird. Doch das größte Geheimnis von diesem Bild: wir sind Mitarbeiter auf Gottes Feld. Wir sollen umackern, den Boden vorbereiten. Wir sollen säen, begießen, düngern, jäten und pflegen. Wir sollen auf Gottes himmlischem Feld arbeiten. Jeder in seinem Auftrag. Nicht einer macht alles, sondern alle machen eines. Alle erledigen ihren Auftrag. Und das Ziel ist eines. Wir wollen, dass Gott eines Tages eine möglichst große Ernte heimbringen wird. Dass möglichst jeder Mensch ein Teil von unserer Mitarbeiter-Crew wird. Gott hat jedem eine Aufgabe gegeben. Gott will einen jeden. Jeder darf und soll ein Teil von dieser Arbeit sein. Es gibt hier kein höher oder tiefer gestellt sein. Jeder ist hier Mitarbeiter. Und er ist der Chef, der den Auftrag gibt. Und er ist der Einzige, der die Pflanzen zum Wachstum bringt. Ohne ihn können wir nichts, mit ihm aber mächtig viel, weil er uns gebrauchen will, weil er durch unsere Arbeit wirkt. Also lasst uns zusammenarbeiten. Lasst uns zusammen auf ein Ziel hinarbeiten. Lasst uns zusammen auf dem himmlischen Feld arbeiten. Wir sind ein Team, ein Leib mit einem Auftrag. Alle für eines, aber alle so verschieden. Wie das Feld verschiedene Arbeiter braucht, wie der Körper verschiedene Teile hat. Das Auge kann nicht laufen, der Fuß kann nicht schmecken, der Mund kann nicht hören, das Ohr nicht tasten und die Hand nicht sehen. Warum versuchen wir also so oft, wie jemand anderes zu sein? Warum streben wir so oft danach, die Aufgabe eines anderen zu haben? Wenn Gott dich zum Auge gemacht hat, dann benutzt deine Gabe zum Sehen und bring sie in den Körper ein. Wenn Gott dich zum Fuß gemacht hat, dann benutzt deine Gabe zum Gehen und bring sie in den Körper mit ein. Wenn Gott dich gerufen hat zum Säen, dann geh auf das Feld und säe und bring dich in die Arbeit am himmlischen Feld ein. Wenn Gott dich gerufen hat zum Jäten, dann geh auf das Feld und jät und bring dich in die Arbeit am himmlischen Feld mit ein. Du und ich, wir sind verschieden gemacht, verschieden gerufen. Aber du und ich, wir haben einen Herrn. Wir sind gemeinsam ein Leib, ein Team, zusammen für Gottes himmlisches Königreich. Amen. Und das war der Predigt. Super. Ich habe meine Punkte an Leila nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt, was ich predigen heute. Sie hat all meine Punkte gebracht. Was soll ich jetzt sagen? Gut, dann ich dich einfach wiederholen. Jetzt kann man das Predigt zweimal hören. Leila, ich freue mich, wenn du eine Predigerin wirst. Ich liebe, dass wir in so einem Land sind wie der Schweiz mit so viel Schönheit und Feld. Überall, wo man fährt und schaut, jetzt vor allem mit dem Frühlingszeit, man schmeckt die feine Dünger. Wenn ein Auto hockt und auf der Autobahn ist und dann plötzlich kommt die feine. Ich liebe Frühlings, ich liebe Feldarbeit und Riechen von dem Dünger. Aber es braucht, gell? Das muss auch sein. Es gehört auch zu dem Arbeit. Und wenn die Bibel sagt, als Kirche wir sind Feld Gottes, dann muss ich schon überlegen, wie schmeckt mir als Kirche?
Wo sind wir jetzt dran? Wenn er uns anschaut und sagt, wow, ihr braucht ein bisschen mehr Dünger. Oder Gülle. Das ist unsere Predigt heute. Nicht der Dünger und Gülle, sondern Kirche als Feld Jesu Christi. In 1. Korinther Kapitel 3, Paulus bringt das Bild an die Leute von der Korinther und sagt, ihr seid Gottes Ackerfeld. Aber bevor ich im 1. Korinther 3 mit euch das anschauen, und heute mache ich ein kleines Exegese in der 3, 1-9. Also heute gehen wir die paar Verse von Anfang bis zum 9 miteinander durch. Das sind nicht so excited, guys. Yay! Awesome! Aber bevor wir in dem Korinther 3 anschauen, lass uns ein bisschen Infos haben über die 1. und 2. Kapitel. Paulus war etwa 18 Monate im Korinthus. Er hat dort gedient, er hat predigt, er hat evangelisiert, er hat angefangen, Kirche pionieren in diesem Stadt. 18 Monate ist eine ziemlich lange Zeit. Als Paulus gegangen ist, er hat Apollos hinterlassen, er hat geschickt und er hat gesagt, Apollos, jetzt machst du weiter. Und dann haben man gehört, dass es gibt Streit und Kampf unter die Leute in Korinthus. Die streiten viel, die schreiben an den Paulus, es gibt viele Briefe hin und her, wo ihn Fragen stellen und erzählen von alles, was in Korinthus läuft. Wir wissen, dass es gibt mindestens 4 Korintherbriefe. Mindestens. Wir haben 2 von denen. Also wir müssen ein bisschen überlegen, was war vorher, was war nachher, was sie haben gefragt und warum Paulus so antwortet. Ich kann euch sagen, wenn wir als Kirche wachsen, wenn wir als Kirche gut sein und wirklich Gott ehren und die beste Kirche sein, dann müssen wir den Korintherbrief miteinander lesen und genau das Gegenteil machen, was sie gemacht haben. Alles, was sie gemacht haben, wir müssen einfach das Gegenteil machen und dann müssen wir es schaffen. Ich meine, diese Kirche hat alle Fehler in dem Buch, die man machen konnte, gemacht. Die haben all die schlimmsten Sünde, die sie begonnen haben. Das sind die schlimmsten Kirchen je, die du dir vorstellen konntest. Die sexuellen, unmoralen Verhältnisse der Kirche. Ihre Gänge immer Streit miteinander. Sie sind auseinandergegangen. Eigentlich, der Kirche ist wirklich das beste Vorbild, als was wir sollten nicht sehen. Und trotzdem, Paulus fängt das Kapitel mit dem folgenden Wort. 1. Korinther 3, er fängt mit dem, allerdings könnte ich mit euch, liebe Geschwister. Entweder ist das Wort Liebe zu euch Brüder oder liebe Geschwister, meint es sarkastisch? Ihr liebe Geschwister. Oder er meint es ernsthaft. Ich bin überzeugt, trotz allem, trotz all ihrer Fehler, trotz all ihrer Sünden, Paulus liebt die Menschen in Korinther. Trotz allem, er betet fest für sie. Trotz allem, was sie begonnen, was sie gemacht haben, er sagt, ich mache mich Sorgen um euch. Ich liebe euch und ich will, dass ihr lernt und wachset. Und er geht weiter. Könnte ich bisher aber nicht so sprechen wie zu geisterfüllten Menschen. Ich musste euch wie Kinder behandeln, die mehr ihren eigenen Wünschen folgen als Christus. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen könntet. Nächster Vers. Leider könntet ihr das auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch von eurem Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie die anderen Menschen benennt. In dem ganzen
vorherigen Kapitel 1 und 2, Paulus vergleicht Menschen, die an Jesus glauben, ihr Verhältnis, ihre Haltung von Menschen, die nicht an Jesus glauben. Menschen, die in der Welt sind, die weltlich leben, Menschen, die in Christus sind, als Christen leben. Kapitel 1 und 2 gibt er ein Beispiel, wie das aussieht. Von der Paulus gibt es nur 2 Rassen, 2 Arten von Menschen. Die an Jesus glauben, die nicht an Jesus glauben. Sonst sind wir alle gleich. Und er sagt, schau, die Menschen, die Jesus glauben, sie behandeln so, sie halten sich so. Das ist ihr Verhältnis. Und eure Verhältnis sieht genau gleich aus. Er sagt, ihr seid wie Babys. Ganz kleine Babys. Jetzt kommt mehr Smiles. Babys sind herzig. Hat einmal Celine mit ihrer Baby reingekommen. Das ist einfach so niedlich, so süß. Die sind by the way von der Celine. Ich liebe Babys. Ich würde sie so gerne kuscheln und knütteln und umarmen und einfach sie küssen, bis sie brüllen und dann abgeben. Dann ist alles gut. Man kann Babys so geniessen, solange wir sie abgeben können. Ist alles gut. Babys sind wirklich süß, herzig und niedlich. Aber wenn eine 16-Jährige oder 40-Jährige sich so benimmt wie ein Baby, dann ist es nicht mehr herzig. Das ist nicht mehr niedlich. Das ist einfach weird. Eine 16-Jährige, die so tut, als ob sie noch Babys wären, ja, so herzig. Nein, so, was ist los mit dir? Und das ist die Haltung von Paulus. Babys sind herzig und sie dürfen auch herzig sein. Sie dürfen auch brüllen. Sie dürfen so tun als Babys. Und sie brauchen Milch. Und das ist alles gut. Aber irgendwann kommt der Wachstum. So 40-Jährige. Und alle Männer denken, nein, das ist normal. Paulus sagt, hey, Guys, ich würde gerne euch zu essen geben. Ich würde gerne euch feste Nahrung geben. Am Anfang, als ich euch kennengelernt habe, hätte ich nicht euch feste Nahrung geben. Wieso? Weil wenn wir neu zum Glauben kommen, wir sind auch wie Babys. Jeder von uns. Die Personen, die neu im Glauben sind, haben einen Prozess angefangen von der Wachstum. Die brauchen Milch, die brauchen einfache Nahrung. Ich habe ein Beispiel da mit Milch und einem Sitzplatz. Und das ist das, was wir brauchen, wenn wir neu im Glauben sind. Wir haben viel Hunger, wir müssen viel lernen, wir wollen viel wachsen in dem. Ich liebe die Personen, die neu im Glauben sind. Ich liebe Neugläubige. In Zürich hat ein Kollege von uns, ich glaube, er war Ex-Moslem, zum Glauben gekommen in der Schweiz. Und dann wir haben gesagt, hey, ja, willst du ein Zeugnis geben? Auf die Bühne ist er gegangen und er sagte, ja, hey, ich schwöre mal, Jesus hat das mit mir gemacht. Und ich sage es euch, all die älteren Leute haben durchgedreht. Sie sagen, nein, das kannst du nicht sagen. Ich sage, ja, ich schwöre. Das war so Jesus. Ich sage, nein. Er ist weitergegangen. Ich weiss, aber was hat er gesagt? Ja, für sie das ist ein Karma. Aber ich... Die älteren Leute drehen voll durch. Und ich liebe das. Ich genieße es. So, yes, go for it. Das darf sein, das muss auch sein. Das ist normal. Wir sind neu im Glauben, man wächst, man schwört manchmal, solche komische Sachen. Das ist okay, das gehört dazu. Das ist ein Platz für Wachstum, zum Milch trinken. Das ist schön, das ist herzig. Ich liebe es. Aber wenn eine Person, die schon 40 Jahre oder 2 Jahre im Glauben mit Jesus unterwegs ist, eine Weile ist unterwegs mit Jesus und fängt so reden oder so tun, das ist nur herzig. Das ist nur normal. Und da Paulus sagt ihnen, schaut, ich habe euch gelehrt, ihr seid immer noch Babys. Ich kann festes Nahrung nicht ertragen. Ich muss euch immer
Milch gegeben. Ich muss euch sagen, das beruhigt mich. Ich meine, ihre Lehrer, Apostel, Pastor, Evangelist ist Paulus und die Kirche sieht so aus. So, das gibt mir viel Hoffnung für uns als Kirche. Ich glaube, wir machen das gut. Wir sind gut. Ihr macht das genial. Ich bin so stolz auf euch. Und er sagt, ich würde euch gerne eine feste Nahrung. Ich meine, wer von uns wird heute am Nachmittag heimgehen und einen Schuppen trinken? Bei wem heute Mittag geht shoppen? Selin daheim bei ihrem Baby. Der Karin daheim bei ihrem Baby. Ich kann mir vorstellen. Aber sogar, siehst du? Wie würdest du dich fühlen, wenn Mami und Papi heute werden den Shoppen auf den Tisch tun und sagen, trinkst du was Milch? Und dann alle anderen, der Stefan und ich, ihr könnt euch so vorstellen und einen Preis sehen, was wir heute Mittag haben. Genau, ich habe es noch nicht gekocht, weil hat sich nicht gelohnt. Ich wollte wirklich einen zarten, feinen Fleisch zum Mittag und wir freuen uns auf unser Fleisch. Und der Paulus sagt, ich würde euch so gerne eine richtige, feine, zarte Fleisch geben. All die Vegetarier sind. Ich predige nicht zu euch. Ich habe kein Beispiel von Essen gefunden, außer Tofu. Fleisch. Wir reden über Fleisch. Und es ist nicht, dass die Doktrin anders ist. Es ist nicht, dass die biblische Wahrheit unterschiedlich ist. Es heisst nicht, dass die Lehre anders ist. Dass ich an einen etwas jüngeren eine andere Lehre geben, wie ich würde an jemanden, der lang mit Jesus unterwegs ist. Nein, die Lehre ist genau gleich. Wahrheiten sind genau gleich. Doktrin ist dasselbe. So was ist anders. Die Art und Weise, was wir Sachen annehmen, verstehen, wahrnehmen, nachvollziehen und merken und spüren. Predigt ist genau gleich. Aber du sagst an eine Person, die neu im Glauben ist, was heisst für dich, jetzt kommt das deutsche Ü-Wort, Sühne, Sonne. Sonne, Sühne. Das die erste ist richtig gesehen, okay. Immer die erste ist richtig. Und dann, was heisst für dich die Wort? Könnt ihr mal sagen? Sühne. Ich kenne den Unterschied nicht, aber ihr kennt. Okay. Jemand, der neu im Glauben ist, sagt, ja, das heisst, Jesus ist für mich gestorben. Er ist auf Kreuz gegangen, er ist für mich gestorben, er hat mich gerettet. Hey, Halleluja. Amen. Absolut, das stimmt. Aber frag jemand, der ist eine Weile mit Jesus unterwegs. Hat er Rettung geschmeckt, erlebt und weiss tiefer, was das heisst. Und fragst, was heisst für dich das Wort Sühne? Ihr hört super. Die fangen an über Heiligung, Erlösung, Vergebung, Verherrlichung, Gerechtigkeit von Gott reden. Die fangen all die biblischen Begriffe ein nach der anderen gehen und sagen, wow, sie haben dann kapiert, was Rettung ist, was Heil für sie bedeutet. Das macht einen Unterschied. Unsere Rettung tut sich nicht verbessern. Das heisst nicht, wenn ich länger im Glauben bin, desto bin ich mehr gerettet. Unsere Rettung wird sich nie ändern. Ich bin gerettet, fertig. Gerettet wird sie nicht wachsen. Wird nicht verbessern. Ich bin noch mehr gerettet als du. Nein, wir sind alle gleich gerettet. Aber wie Rettung in unserem Leben aussieht, das ändert sich. Wie praktisch wir laufen, wachsen, uns entwickeln in der Rettung, in unserem Heilprozess, der praktischen Anwendung vom Rettung in unserem Leben und die Frucht, die es bringt, das ändert sich. Rettung an sich selber nicht. Das ist das, was er sagt. So, die Frage ist, wieso? Wieso ist der Kirche so geblieben? 18 Monate ist eine lange Zeit. Und dann Apollos, ich meine, ist auch gut. Eine andere Übersetzung redet vom Kippus, nämlich Petrus. Sogar Petrus ist dort gewesen. Könnt ihr mir auch vorstellen, an die Apostel sind auch gegangen. So, was ist los mit ihnen? Und dann er sagt, ihr seid
fleischlich, ihr seid nach dieser Welt. Wow. Sie haben sicher mega schlimme Sünde begonnen. Das kann gut sein, oder? Er redet sicher von schlimmer, schrecklicher Sünde. Was für eine Sünde nennt er? Darf ich die letzte Folie wieder haben? Was für eine schlimme, schreckliche Sünde haben sie gemacht? Wieso, das findest du? Eine vorher? Eine nachher? Findet ihr die Sünde? Eifersucht und Streit. Also es da noch finden, ist gut. Er spricht von Neid und Streit. Ich habe erwartet, dass der Paulus würde von Ehebruch reden, sexuellen und moralen Lebensstil, vielleicht Mord. Das ist etwas wirklich schlimm. Wo wir können auch sagen, ja, das ist wirklich schlimm. Das sind wirklich noch Babys. Nein, er redet von Eifersucht und Streit. Von uns. Wer hat nur letzte Woche mit Thema Eifersucht und Streit am Kämpfen gewesen? Nur letzte Woche. Aber mega gut, danke für deinen Entschuldigung. Jeder von uns kämpft mit Themen wie Eifersucht. Das ist so etwas von normal. Was wir denken. Aber nein, er sagt, das ist so etwas von fleischlich, menschlich. Wenn er sagt, ihr seid immer noch nach Fleisch oder menschlich orientiert, was heißt das? Das heißt, euer Herz ist immer noch nach der Welt. Ihr strebt euch nach der Welt. Das Thema, ihr seid fleischlich, ist ein Zustand vom Herz. Die Frage ist, wofür sehnt sich dein Herz nach? Sehnt dein Herz sich nach Nähe von Gott, mit Gott? Sehnt dein Herz nach Liebe von Gott? Wächst dein Herz in der Gemeinschaft mit Gott? Näher zu ihm, Intimität mit ihm? Oder eher bist du immer noch beeinflusst von den Attraktionen, der Schönheit der Welt? Wo stehst du? Kommst du näher und näher immer zu Gott? Oder geniessest du noch die Welt? Das ist der Unterschied. Es geht nicht um grosse Sünde, sondern Zustand von unserem Herz. Sehnt sich mein Herz nach Gott? Bin ich hungrig und durstig nach Gott? Suche ich Sachen, die ihm gefallen? Oder mir selber? Oder ich bin in dem Mittelpunkt. Und das sagt er, ihr seid in der Mitte. Es geht um euch. Es geht um ich. Mein Bedürfnis, mein Leben, mein Wohlstand, dass es mir geht, dass es mir gut tut. Da könnt ihr wirklich auf ihn schauen. So, das Problem war, Paulus ist gegangen, Apollos ist gekommen. Einige haben den Paulus gern gehabt, die anderen haben den Apollos gern gehabt. Das kennen wir alle. Das kenne ich sogar ziemlich gut. Es ist immer schwierig, wenn ein guter Pastor geht und ein neuer Pastor kommt. Und wir sind menschlich. Wir tun uns sehr schnell vergleichen. Wer hat besser predigt? Wer hat mehr Beispiele gebracht? Bei welchen Predigern habe ich wenig geschlafen? Wir sind Menschen. Und jeder von uns darf auch einen Favoritenprediger haben. Wir dürfen auch verschiedene Predigten zuhören, auch online. Und heutigen Tag mit YouTube gibt es so viele gute Predigten und Lobpreis und weiss ich nicht, wo ihr könnt eigentlich daheim sein und viel bessere Predigt heute jetzt gerade zuhören als mir. Das weiss ich sogar. Ich weiss, es können alle jetzt auf YouTube gehen und eine bessere Predigt zuhören. Das ist okay.
Wir sind unterschiedlich und wir dürfen auch, wir haben auch verschiedenen Geschmack. Einer hat Vanille gern, einer hat Erdbeeren gern, alle anderen haben Kaffee gern. Alles gut. Das darf auch so unterschiedlich sein. Das Problem ist aber dann, wenn wir anfangen, uns identifizieren mit einem Mensch, mit einem Pastor. Wenn wir anfangen miteinander zu streiten, er ist besser gewesen, nein, sie ist besser gewesen. Michael ist der Beste, nein, der Brina, nein, der Hermann, nein, der Melli, sie ist jetzt die Beste. Ich gehe nur, wenn sie predigt, ich gehe nur, wenn er predigt. Wenn wir anfangen zu sagen, hey, mein Hero, der Promi, der Celebrity, ist der Johannes Hartl. Hey, ich tue nur den Johannes Hartl. Oder der Liebe, der Onkel Roger Liebe. Oder Tim Keller, ich liebe seine Predigten. Und ich fange mich identifizieren mit gewissen Menschen. Das ist das Problem. Wir dürfen unterschiedliche Predigten haben. Wir dürfen zulassen. Das ist okay, schön, sind wir unterschiedlich. Aber wir dürfen uns nicht identifizieren. Was sagt der Paulus da in den nächsten Vers? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere sagt, ich bin von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wieso sagt er das? Weil wenn ich Gott kenne, ich sage, ich folge Jesus und meinem Lehrer ist Bibel. Ich genieße die Predigt von der Brina und von der Micha und von Thomas und von Tim und Johannes, aber mein Lehrer ist die Bibel. Fertig. Ich identifiziere mich mit dem Wort Gottes. Und der nächste Vers, wer ist denn Apollos und wer ist der Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihn aufgetragen hat. Kannst du das noch behalten? Was er sagt, ist Folgendes. Gott, wie du gesagt hast in dem Portrait, Gott ist der Chef. Er ist der Koch. Er ist in der Küche dort kochen. Wir Pastoren, wir sind die Kellner. Wir nehmen das Essen, das Gott vorbereitet hat, wir tun es servieren. That's it. Es ist nicht mehr als das. Du und ich, wir sind Diener. Wir sind Kellner. Wir haben auch unterschiedliche Stile, wie wir servieren. Wir haben auch unterschiedliche Stile, wie wir Menschen begegnen. Aber das Essen an sich selber kommt von Gott. Nicht von mir, von niemand. Er ist der Chef. Du darfst schon Kompliment geben. Und das machen wir im Restaurant. Man sagt an der Kellner, merci, mega fein gewesen. Und ich liebe, ihre Antwort ist immer, merci, ja, danke vielmals, freue mich. Und ich denke, ja, aber du hast nicht gekocht, wieso tust du dich bedanken bei mir? Das ist okay, wir dürfen auch Kompliment geben, wir dürfen auch sagen, danke vielmals. Und es ist nicht stolz, wenn ich das Kompliment darf ich auch annehmen und sage, hey, danke, aber was mache ich denn? Gebe ich die Ehre an Gott. Sage ich nicht, ich bin der Beste gewesen. Das ist meine Botschaft. Nein, von der Bibel ist jetzt die gleiche Botschaft wie ich. Das ist die Bibel. Wort Gottes. Wir haben beide heute serviert. Wir sind beide heute Kellner. High five. Wir dürfen auch einander Kompliment geben, aber die Ehre geht zu Gott. Und dann geht er wieder und sagt, ich habe gepflanzt und Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Ich werde euch 4 Punkte geben, mit den 4 Punkten werde ich abschließen. Erstens, Gott ist der Wachstum gibt. Jeremia war einer der besten Propheten in dem Alten Testament. Seine Predigten, seine Prophezeiung ist so tief, so stark, dass auch heute wir sehen Frucht von seiner Prophezeiung. Von das, was er ausgesprochen hat. Wie viele Leute haben sie sich bekehrt in seiner Zeit? Wenig bis zu niemand. Jonas. Wer war der Jonas? In dem Buch von der Fisch. Okay, der Jonas. Ja, genau, der Cousin Jonas. Er war nicht der beste Prophet. Er ist eigentlich komisch. Er hat den ganzen Weg falsch gemacht. Er hat überhaupt nicht zugelassen mit Gott. Ist er nach Nineveh gegangen, hat ein Wort oder einen Satz gesagt, kehret um, weil Gott will euch richten. Das war's. Das war's. Kehret um, weil Gott kommt, er wird euch richten. Ciao. Und die ganze Nation kehrt
um. Und dann Asche tragen und brüllen und wirklich Buße tun von Gott. Wieso? Das ist nicht fair. Du bringst Jonas heute da und Jeremia. Ich meine, der Mann hat verdient, dass Nationen sich bekehren. Und nicht. Sein Predigt, sein Wort, seine Botschaft. Und der Preis, den er dazu gezahlt hat. Und dann Jonas. Ein Satz, alle. Was ist da los? Schlussendlich, du und ich, alle Pastoren, wir alle, wir sind Gottes Diener. Wachstum schenkt er. Ich kann es nicht erklären, wieso in gleicher Predigt hier in Europa nicht die gleiche Kraft hat, wie vielleicht in Afrika. Genau, gleiche, selbe Predigt. Du in Afrika oder im Middle East oder verfolgte Länder, Menschen kehren um und da nicht. Ich weiss es nicht, es ist die gleiche Predigt. Bin ich schlecht? Sind die schlecht? Ist der Feld nicht bereit? Es gibt verschiedene Theorien. Aber schlussendlich eins weiss ich. Sogar Jesus hat in Sodom predigt. Sogar Jesus hat in Bethsaida predigt. Niemand hat sich bekehrt. Wachstum ist von Gott. Nicht du, nicht ich. Wir dürfen ein Vessel, ein Instrument in seine Hände. Schlussendlich, er schenkt Wachstum. Zweiter Punkt. Wir sind Gottes Feld und dazu aufgerufen zu wachsen. Darf ich es mal? Das ist ein bisschen mich verraten. Ich habe am Schluss die Frage, ob Sie all meine Punkte wissen, aber alles gut. Darf ich nochmal auf die Bibelstelle gehen? Die letzten paar Bibelstellen. Paulus sagt, nochmal eine führen, hindern. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Gott ist der Wachstum schenkt und dann, wir sind auch ein Feld. Und wir dürfen wachsen. Darf ich nächste Folie haben? Eine nachher. Was heißt zwei Hinterschritte? Okay. Was heißt Wachstum? Ich werde euch irgendwann zeigen, wo die Folie ist. Auch nicht? Es ist kein Bibelvers. Nächst. Vorher gehabt. Okay. Wachstum heißt das Wort Gottes regelmäßig. Wachstum im christlichen Leben kommt zustande, wenn wir uns regelmäßig an einem Ort befinden und das Wort Gottes zu empfangen, es zu betrachten und es treu im Gebet in Praxis umzusetzen. Wachstum kommt, indem wir Wort Gottes hören, meditieren und im Gebet betend das vorsetzen. In Jakobus 1, 22 bis 25 steht geschrieben, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Es sind nicht nur Menschen, die hören, sondern auch die tun. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Und nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Du nicht nur das Wort Gottes zuhören, sondern umsetzen. Nicht nur Predigten zuhören und sagen, ist cool gewesen, schön, gut predigt. Aber dann, ja, was mache ich mit dem? Wie geht es weiter in meinem Leben? Drittens, wir sind Gottes Mitarbeiter und dazu aufgerufen, mit ihm zu ernten.
Stell dir vor, was habe ich vorher gesagt, wer der berühmte Maler? Da Vinci kommt jetzt gerade rein, nimmt dich beim Hand, legt eine Buste in deine Hand und sagt, komm mit. Nimm dich in ein Zimmer voll von seinem Malen. Und er sagt, weißt du was, fang mit mir zusammen malen. Wie würdest du dich fühlen, wenn Da Vinci dich beim Hand nimmt, dir eine Buste gibt und er sagt, ich werde all die Ausrüstung dir geben, fang an mit mir zusammen zu malen. Was würdest du da machen? Ich würde sicher sagen, nein, danke, merci. Das mache ich alles kaputt. Dann sagst du, okay, ich tue dich ausrüsten, ich tue dir lehren. Komm, lass uns das miteinander. So sieht es aus. Gott kommt und sagt, komm mit, ich will dich brauchen. Lass uns miteinander arbeiten. Es ist nicht eine One-Man-Show. Und er hat jeder von uns verschiedene Gaben gegeben. Jeder von uns unterschiedliche Gaben. Und jeder von uns, einer ist ein Pastor, einer ist ein Prophet, einer ist ein Evangelist, einer ist ein Diener, einer ist ein Geber, einer ist ein Helfer. Wir haben einen Prophet, wir haben unterschiedliche Gaben. Wir dürfen alle miteinander mit Gott daran arbeiten. Unsere Missionsansage, also unsere Mission als Kreuzpunkt ist, wir wollen als Kreuzpunkt Jesus berühmt machen. So sein wie er. Wir haben extra das Wort berühmt gebraucht. Genau. Wir können auch sagen, wir wollen Jesus bekannt machen. Aber das haben wir nicht wollen. Wir wollen nicht Jesus bekannt machen. Wir wollen das einfach, ja, Jesus ein bisschen kennen. Wir wollen Jesus berühmt machen. Nicht ich, nicht CP, Kreuzpunkt, sondern Jesus. Wir wollen, dass Jesus ein Celebrity ist, ein Promi, ein Influencer. Wir wollen, dass er so berühmt, dass alle von ihm schwärmen, reden, von ihm erzählen. Wir wollen Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und alle so sein wie er. Der letzte Punkt, wir sind alle Mitarbeiter und aufgerufen, miteinander mit Gott zu arbeiten. Ich bin nicht gegen dich, ich bin für dich. Kannst du deinen Nachbar schauen und mal schaust du, wie deine Mitarbeiter, deine Kollegen aussehen? Kannst du mal sagen, wir sind Colleagues. Wir sind alle Mitarbeiter voneinander. Und anstatt, dass wir vor dem Feld stehen und streiten, welchen Snack kann man holen, Snacks kann man kaufen, was für Samen muss man jetzt wählen, was für einen Dünger sollte man auf Feld tun und welche Kaffeebohnen darf man heute brauchen, was für eine Vorhänge muss man aufhängen und welche Stuhl und welche Lied muss man singen. Wir sind alle miteinander unterwegs. Und wir haben ein Feld, wo Jesus sagt, das Feld ist bereit, aber Mitarbeiter sind zu wenig. Weil, ehrlich gesagt, viele Mitarbeiter nehmen Zeit, entweder noch immer noch die Milch trinken, oder sie nehmen Zeit, miteinander zu streiten. Wenn Kirche aufhört, miteinander zu streiten, darf ich das Worship schon auf der Bühne euch vorbereiten. Wir haben eine Woche, bevor die Regierung im Iran unsere Kirche zugemacht hat, wir haben einen Streit mit unserem Technikteam. Und zwar, er hat immer Mic-Kabel auf den Boden da und wir sind auf den Mic-Kabel gegangen. Und er hat ihm Angst, dass wir die Kabel kaputt machen und an dem Sonntag hat er gestritten. Wegen der Kabel. Wir sind alle genervt gesehen. Es ist einfach schlecht gewesen. Ja, es ist nur ein Kabel. Und er sagt, es ist nicht nur ein Kabel, es kostet. Und könnt ihr bitte schauen, dass es nicht über den Kabel geht? Eine Woche später hat die Regierung unsere Kirche zugemacht. Die ganze Kirche ist gekommen und wir sind vor dem Kirche gestanden, gebrüllt und all das. Der Techniker ist gekommen und hat gesagt, ich will mich niemals über die Kabel. Es ist egal, wenn Kabel kaputt gehen. Ich will einfach Kirche wieder zurück haben.
Ich kann es mir lachen, aber tatsächlich, an dem Moment habe ich gedacht, wie oft wir streiten. Dumme Sachen, was wenn morgen wir keine Kinder mehr haben? Wenn lernen wir uns vorbereiten? Innerlich, wir als Feld Jesu Christi. Und wir tun uns vorbereiten für das Feld, das draussen ist. Wo dich und mich braucht. Lass uns miteinander beten. Merci, Vater, dass wir sind deine Mitarbeiter. Danke, dass du uns gerufen hast, begabt hast. Und Vater, ich bitte, Heiliger Geist, schenk Wachstum in Kreuzpunkt. Als Kreuzpunkt, wir wollen miteinander wachsen. Wir wollen Frucht bringen, wir wollen nicht nur Milch trinken, sondern wir wollen feste Nahrung haben. Als Kreuzpunkt, wir sehnen uns, deine Mitarbeiter sein. Miteinander auf dem Feld arbeiten. Miteinander Gießen, Pflanzen und Samen und Wachstum erleben. Wir sind alle eins in dir. Mach uns eins, Heiliger Geist. Schenkt Einheit, schenkt ein Ziel, Sicht, Offenbarung, Herz. Bewahre uns vom Streit. Bewahre deine Kirche von Uneinheit. Bewahre uns von der Ich-Mentalität, dass ich mich ins Zentrum stelle. Jesus, wir wollen, dass du ins Zentrum bist. Komm, Jesus. Sei unser Herr, Chef, König. Schenk uns Wachstum. Wir wollen das auch verdienen. Lass uns wachsen, aber lass auch unsere Kirche wachsen. Dass wir sehen, dass Menschen zu Glauben kommen und dich erkennen.